Hallo, hier ist die Brigitte von Malkos Aktiv. Heute möchte ich mein erstes Büchlein vorstellen, das ich mit Klopapierrollen gemacht habe. Ganz einfach aufschneiden und den Cover gestalten und dann die Innenseiten mit meinen eigenen selbstgemachten Collagenpapier. Ich kaufe nichts dazu, ich nehme alles, was ich habe. Wir haben zu viel, also das ist umweltfreundlich und klimaneutral und was weiß ich was alles. Also das Einzige, was ich mir kaufe, sind immer eine Süßigkeit, wenn ich so ein Silberpapier oder ein Goldpapier brauche. Aber das hält ja auch relativ lang, da muss man nicht zu viel kaufen. Jetzt möchte ich euch das Büchle vorstellen. Das hat so einen Verschluss. Den machen wir so auf und dann können wir da so reingucken. Collagenpapiere, die ich einfach so selbst gemacht habe oder hatte. Lebe deine Träume. Das sind so kleine Täschchen, da kann man sich was reinstecken. Und das möchte ich euch jetzt im folgenden Video zeigen, wie ich das gemacht habe. Viel Spaß beim Zugucken. Viel Spaß beim Nachmachen. Wenn es dir gefallen hat, schreib mir. Zeig mir, was du gemacht hast. Würde mich freuen. Und wenn es dir gefallen hat, mach einen Daumen hoch, abonniere meinen Kanal oder schau auf www.malkosaktiv. Da gibt es immer wieder Kurse bei mir. Da kannst du auch mal zum Kurs vorbeikommen. Ich habe mir heute Collagenpapiere selbst gemacht. Und zwar, wieder sehen, das ist jetzt noch ein Rest, habe ich mir auf ein DIN A4-Blatt Schriften aufgeklebt von meiner Schwiegermutter, alte Schriften von meiner Oma. Dann war ich gestern in so einem Bücherstand in der Stadt. Da gibt es nicht viel, das war das einzigste alte Buch mit einer alten Schrift. Und da reiße ich mir die Seiten raus und verarbeite die mit. Und so habe ich hier lauter verschiedene Sachen draufgeklebt. Zum Beispiel auch von diesem Gesangsbuch kann ich mir die Noten entsprechend rausreißen und draufkleben. Dann habe ich das Ganze fotokopiert, habe mir Kaffee kreativ drauf getan, bisschen Farbe, habe noch drauf gemalt und dann kann ich das so nehmen und kann mir damit meine Collagen, meine Papiere verschönern. Dann habe ich mir hier ein Collagenpapier mit Acrylfarbe, die ich immer so ausgewischt habe beim Malen. Da habe ich immer daneben einen Zettel und dann wische ich mir so die Reste aus. Dann habe ich mir Stempel selber gemacht und drauf gestempelt, drauf geschrieben, drauf gemahlen. Kann man alles machen. Und dann habe ich mir eine Klopapierrolle genommen, habe sie halbiert, nee, nicht halbiert, habe sie auseinandergeschnitten an der einen Seite. So. Und schon habe ich ein kleines Buch. Und das habe ich mit meinen Collagenpapieren verziert. Ich habe da noch so alte Bildchen und Sachen, die mir gefallen. Und so sieht es dann aus. Das ist jetzt das Innenteil. Da sieht man ein bisschen von dem Collagenpapier schon da. Das war ein Foto, das mir gefallen hat. Und da habe ich einfach so ein bisschen, was mir so halt in den Sinn kam. Dann habe ich aus den Collagenpapieren das Inlet gemacht. Da habe ich mir so eine Tasche reingeklebt, verschiedene Papiere,
Backpapier, Papiere, wo man noch draufschreiben kann, Papiere, wo einfach so schön aussehen. Und das Ganze werde ich jetzt passend zu diesem Buch machen. Das scheint ein bisschen größer zu sein. Dann machen wir das nach hinten. Machen wir das da raus. Ja, so ist gut, dass das vorne nicht rausguckt, so oben, unten, ja. Und es sind dann doch unterschiedliche Papiere, die werde ich jetzt da rein nähen in dieses Heft. Dann habe ich ein kleines Heftchen für die Handtasche zum Notizen machen oder. So, ihr seht, ich habe jetzt das mit meinen Klammern so festgemacht. Und dann habe ich 2 Zurnfaden genommen, einen blauen und einen roten. Muss man nicht doppelt nehmen, aber ich habe gedacht, das gefällt mir jetzt einfach. Und habe das dann dahinter, habe mit einer Ahle die Löcher durchgestoßen und habe das dann so festgenäht. Die habe ich zum Halten gemacht, die Klammern, die machen wir jetzt raus. Den Faden habe ich hängen lassen, habe ihn zusammengebunden und habe das jetzt gleich als Lesezeichen. Jetzt muss ich gucken, was ist jetzt da oben, was ist unten. Also das geht jetzt so. Jetzt können wir da drin blättern. Mein erstes kleines Büchle. So, jetzt blättern wir mal da drin. Aha. Da ist eine Tasche, da kann man was reinstecken. Da habe ich gerade nichts da. Da kann man so praktisch was reinstecken. So ein Täschchen ist da. Da muss man noch, ach, ich habe doch da vielleicht, ne, die sind alle zu groß. Also ihr seht, was ich meine, da kann man sowas reinstecken. Da ist ein Täschchen. Dann haben wir da, dann können wir da was schreiben. Da können wir wieder was reinstecken. Da ist nochmal ein Täschchen. So Eintrittskarte als Erinnerung oder irgendwelche kleine Erinnerungen halt. Dann halt auch Backpapier, das habe ich ganz arg, finde ich ganz toll, das knistert so schön. Kann man auch von der alten Fotoalbe die Blätter nehmen. Dann habe ich da aus Acryl, habe ich auch mal irgendwas probiert, so rechte freie Seite zum Schreiben, wieder so Knisterpapier, Knister. Dann sind wir da in der Mitte. Na, und dann geht es da gerade wieder so weiter. Also das ist jetzt mein erstes Büchle, wo ich so gemacht habe. Und ich muss sagen, hat Spaß gemacht. Das ist mein selber gemachtes Collagepapier. Also ich mache meine Collagepapiere immer selber, weil ich finde, es macht so viel Spaß. Dann kann man da auch wieder was reinstecken. Da ist auch wieder ein Täschchen. Da haben wir ein Täschchen. Was sehen wir denn da noch? Da kann man was reinstecken. Guck her, so. Das ist ein bisschen dick, aber das geht auch so. Irgendwelche Notizen. Das kann ich noch ein bisschen verschönern. Das gefällt mir irgendwie noch nicht so ganz. Also da kann ich jetzt noch drin weiterarbeiten. So, das wäre mein erstes Collage. Büchle, Notizbücher, mein selber gemachten Notizbüchle. Da könnte man noch so kleine Kügel oder was noch machen, wenn man Lust hat. Ja, man kann da noch vieles machen. Jetzt brauche ich noch einen Verschluss, das weiß ich noch nicht, wie ich das mache. Aber da fällt mir auch noch was ein. Da könnte man da und da ein Loch rein machen und dann zu Bändeln, zum Zubinden zum Beispiel. Ja, mal sehen. So, das wollte ich jetzt bloß mal zeigen. Ich bin also auch richtig stolz, das jetzt das erste Mal gemacht zu haben aus einer Klopapierrolle. Ist doch schlau. Danke fürs Zuschauen. Viel Spaß beim Nachmachen. Wenn ihr bei mir einen Kurs machen wollt, meldet ihr euch. Wir können auch mal einen Kurs machen, wo du dann sowas unter meiner Anleitung oder unter meiner Hilfestellung fertigstellst. Hat richtig Spaß gemacht. Danke. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Und Daumen hoch. Abo da lassen. Alles ist okay. Danke. Tschüss.